Mit Temperaturen, die bis zu 50 Grad im Sommer steigen und im Winter bei 24 liegen, hat Abu Dhabi ein sehr raues Klima. Die Emirate sind reich an Bodenschätzen. So besitzen sie 9% der globalen Ölreserven und fast 5% der natürlichen Gasreserven. Das Regime ist die Monarchie. Auch wenn die Bürger dort im sozialen Sinn frei sind, so haben sie keinerlei politische Rechte und die Medienfreiheit ist stark eingeschränkt. Sie sehen die Desktop News und aus einem etwas zwiegespaltenen Studio, um den Beginn des neuen Jahres zu feiern. Wir wünschen Ihnen ein fantastisches neues Jahr 2015. Die dritte Etappe des Volvo Ocean Race beginnt jetzt. Ein paar Stunden vor dem Start kann man gut die Atmosphäre der Segler spüren, die kurz davor stehen, den Ozean zu erobern. Mit 4.670 Meilen bringt die dritte Etappe die Segler zurück auf den Indischen Ozean, dann nach Malakka und dann in die Meerenge von Singapur. Die Teilnehmer werden erst ins chinesische Meer kommen zwischen Vietnam und den Philippinen, bevor sie in Sanya ankommen. Ein dichter Nebel entwickelte sich schon früh am Morgen und machte jede Bewegung sogar in der Mittagshitze unmöglich. Die Teams mussten ihre Arbeit stehen und liegen lassen, um die veränderte Punktzahl durch den Nebel erkennen zu können, bevor sie den Hafen verlassen werden. Als die Sonne etwas durch den Nebel dringt, gewinnt das lokale Team Azam unter einer Stunde das Hafenrennen. Team Dongfeng und Team SCA sind dem Team Azam dicht auf den Fersen. Die Wettervorhersage berichtet über leichte Winde für die ersten Tage des Rennens. Es wird voraussichtlich 3 Wochen dauern, bis die 6 Boote Sanya erreichen. Bob Oatlets 100-Fuß-Yacht Wild Oats erklimmt die Ehrenlinie bei dem 2014er Rolex Sydney Hobart Yacht Rennen. Das Duell zwischen den beiden Supermaxis Wild Oats 9 und Comanche ist von Anfang an faszinierend. Das amerikanische Comanche führt das Rennen für die ersten 22 Stunden nach einem unglaublich schnellen Start im Hafen von Sydney. Es ist jedoch der lokale Favorit Wild Oats 11, der nach weiteren 8 Stunden gewinnt. Wild Oats 11 vervollständigt den 628-Meilen-Kurs in 2 Tagen, 2 Stunden, 3 Minuten und 26 Sekunden. 8 Stunden Unterschied liegen nun zwischen ihrem Rekord vom Jahr 2012. Oh, wissen Sie, es ist sehr befriedigend. Wir hatten ein echtes Rennen, es gab sehr viel Konkurrenz durch Comanche. Wir mussten sehr, sehr hart für diesen Sieg arbeiten und deshalb ist es umso befriedigender. Comanche nahm den 2. Platz ein, sie trafen nur 49 Minuten nach Wild Oats 11 ein.